gewesen, warum er mich abgeholt hat, warum ich den Switch gemacht habe, ist, weil der Verkäufer gesagt hat, Sicherheit, Achtung, ich habe dort Sicherheit gebraucht, mit dieser Versicherung für 9,90 Franken im Monat haben Sie die Möglichkeit, jederzeit das Handy wieder zu wechseln. Ich so, okay, das heisst, ich kann jetzt ausprobieren. Und dort hat man deine grüne Seite hat man dort noch schnell besänftigt und gesagt, hey, du kannst jederzeit wieder zurückwechseln für 9,90 Franken im Monat. Genau. Ist zum Beispiel nicht die Person, die dann ans AUX-Kabel geht oder an die Sonos-Boxen Musik machen, weil man will ja nicht den Druck auf sich nehmen, dass vielleicht Musik jemandem nicht gefallen kann. Der Rote, er geht dann Musik machen, weil er sagt so, wenn der Geld noch keine Musik gemacht hat, geht er Musik machen, weil er findet, hey, da hat es keine Musik, macht mal Musik. Und er ist dann der im Spiel, während einem Monopoly-Spiel, einfach unbedingt will gewinnen. Ja. Auch massiv Schulden bei dir eintreibt und das ein bisschen geniesst. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin Evo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der 34. Folge. Heute wieder mal bei herrlichem Wetter. Der April gibt sein Bestes. Gestern hat es geschneit, Sonne, heute noch Sonne. Wir sind ready für Ostern. Tim, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke vielmals. Ich freue mich sehr auf Ostern. Ist das eigentlich komisch, weil ich meine, die Folge kommt in einer Woche oder so, dann ist Ostern schon vorbei. Ist das komisch für die Leute? Nein, aber im Moment geht es uns gut, weil wir Gründonnerstag haben. Genau, wir haben ein paar freie Tage. Wie geht's dir? Mir geht's top. Schön. Danke der Nachfrage. Nein, es geht mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich auf die Folge. Und was ich auch spannend finde, ist, dass wir letzten Sonntag, ich teile es jetzt trotzdem, also gut, seit langem wieder mal eine Folge aufgenommen haben. Wo wir nicht wissen, ob wir sie posten oder nicht. Wo die Dynamik ganz neu war, wo wir noch nie erlebt haben zwischen uns. Und es ist zwischen lustig, zu chaotisch, cringe, strange, alles ein bisschen. Also wir haben einfach für etwa 3/4 Stunde Lachfleisch gehabt. Ja. Also wirklich, als wären wir auf Drogen. Ja, aber Vollgas. Ganz strange gewesen. Darum, vielleicht ist die Folge draussen, aber dann ist es eine Spezialfolge. Ja. Maximal Spezialfolge. Ja, maximal Spezialfolge. Und ich bin heute im Fall auch noch hyped, weil, und da können wir das wieder mal erwähnen, wir haben eine Website, ihr könnt auf kopfchaos.ch gehen und was alles möglich ist mit so KI-Agents und Websites erstellen, ist next level. Big things coming. Geht doch mal einfach auf die Website, könnt ihr das mal anschauen. Wir haben ein paar geile Sachen und ich glaube heute, das Thema, das wir heute anschauen, werden wir etwas ganz Krasses auf die Website aufladen, wo wir dann vielleicht am Schluss noch sagen. Genau, also eigentlich jetzt schon, weil jede Folge, wir haben immer gesagt, hey, wir laden so irgendwo auf und wir können ja auf Spotify nicht aufladen, aber wir haben jetzt auf unserer Webseite, zu jeder Folge, man kann jede Folge von uns auf unserer Webseite hören. Das heisst, die kein Apple Podcast, kein YouTube und kein Spotify haben, die können jetzt uns auch hören auf unserer Webseite. Plus, wenn man auf die Folge klickt, gibt es in den Details immer noch Bilder oder Grafiken oder all das, was wir in der Folge erwähnt haben, kommt dort drauf. Das heisst, wenn wir jetzt sagen, hey, dort und dort ist die Abbildung, sie ist auf unserer Webseite, ich könnte sie anschauen. Wir werden sie trotzdem noch im Video einblenden, weil das auch geil ist. Aber wenn ihr sie genau anschauen wollt, könnt ihr auch noch auf die Webseite die Details anschauen. Yes. Für diese Folge wird etwas ganz Geiles. Sollen wir einfach schon sagen? Nein. Also gut. Es wird etwas Cliffhanger, Guys. Ihr müsst bis zum Schluss hören. Auf der Webseite drauf sein. Genau. Was schauen wir heute an? Heute schauen wir ein Modell an, wo man sehr kritisch kann betrachten und doch auch sehr hilfreich ist. Also wissenschaftlich kann man es sehr kritisch anschauen. Ja. Alltagsnah, eigentlich wirklich noch ein geiles Modell. Genau. Und da möchte ich einen ehemaligen Gast von uns zitieren, weil schön. Wir haben ja mal den Gianrico Bardi, den Gianni, bei uns gehabt. Und er ist ja Diagnostiker und mit so psychometrischen Tests super bewandert und weiss, welche man gut kann nutzen kann, abgesichert sind, welche auch weniger. Und ich habe ihm letztens erzählt, dass ich das Modell oder den Test brauche. Bei mir kommt und hat so gesagt, du bist so ein Trottel, was brauchst du für unwissenschaftlichen Scheiß? Also das ist seine Haltung dazu. Ja. Und ich verstehe sie aus seiner Perspektive. Ja. Für im Alltag ist es eben hilfreich. Und jetzt, ich glaube, jetzt müssen wir sagen, was wir brauchen. Wir schauen heute ein Disk-Modell an. Und das haben wir es gibt verschiedene Varianten davon. Grundsätzlich geht es darum, dass man versucht, Verhalten, nicht Persönlichkeit, ich sage jetzt trotzdem Persönlichkeit,
darzustellen mit 4 Farben. Es gibt Rot, Gelb, Blau, Grün. Das Lustige ist, in gewissen Modellen sind die Farben vertauscht. Das DISC ist ein Akronym für die 4 Typen, für dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Und man sagt eigentlich, dass man eher Verhalten, nicht Persönlichkeit, sondern man tut Verhalten auf diesen 4 Farben abbilden und kann dann sagen, hey, eine Person hat eine Tendenz, das Verhalten zu zeigen. Das Verhalten ist vielleicht eher rot oder das Verhalten ist eher gelb oder blau. Und wir möchten das heute anschauen, weil ich habe das auch schon in Kurs gebraucht. Ich finde es sehr praktisch, wenn man den kritischen Blick hat. Also wenn man einfach das Gefühl hat, ja, die Person ist jetzt gelb, dann ist das blödsinnig in meinen Augen. Wenn man aber kann sagen, so, hey, die Person hat da eher gelbes Verhalten, ich gehe mal mit dem und dem, dann kann es sehr hilfreich sein, wenn man nicht gerade das Gefühl hat, okay, die Person ist jetzt so, sondern sie verhaltet sich halt. Ja. Und das Modell schauen wir heute an, was das die Farben genau sind, oder die 4 Begriffe. Schauen wir heute an, wo das man es kann brauchen, weil man kann es wirklich, ich finde, an vielen Orten brauchen. Ja. Das Modell ursprünglich kommt vom William Moulton Marston. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und der ist noch ein crazy Dude. Also er hat das Modell nur erfunden, er hat ein Buch mal geschrieben. Er hat nicht den Test gemacht. Der Test ist dann später gekommen vom Walter Vernon Clark. Der William hat grundsätzlich nur das Modell entwickelt. Und der William ist ein crazy Dude, weil er hat auch noch den Lügendetektor erfunden. Oh, krass. Die erste Variante davon, vom Lügendetektor. Und er hat den Charakter Wonder Woman erfunden. Oh, ja, also ja, von ja. DC, die Superheldin Wonder Woman. Und jetzt ist ja crazy, was mir dann nachher in den Sinn kam, ist, er war Feminist gewesen und hat gefunden, er will eine Superheldin erfinden, die halt Fähigkeiten hat. Und die Wonder Woman hat ja so ein Lasso. Und wenn sie das Lasso so um jemanden rumdingselt, dann muss die Person die Wahrheit sagen. Und ich bin so crazy, weil er hat halt effektiv auch den Lügendetektor erfunden. Das ist krass. Ja, also der William Moulton Marston, crazy Dude. Ja, und er hat eigentlich das Modell so erfunden, es gibt da verschiedene Varianten davon. Darf ich noch schnell, sorry, bevor wir drin gehen, es ist mir wirklich ein Anliegen, dass ich als Psychologe in dem Podcast kann hocken. Es ist kein Persönlichkeitsmodell. Yes. Ist es nicht. Ich will das wirklich nochmal hervorheben. Es beschreibt unterschiedliche Verhaltensweisen. Das beschreibt es. So Tendenzen für gewisse Verhaltensweisen. Und darum kann es hilfreich sein. Und warum es auch so häufig angewendet wird, ist, weil es Sachen sehr, sehr, sehr krass und sehr stark vereinfacht. Und das ist ja für uns Menschen auch super hilfreich. Hey, es gibt 4 Farben. 4 Farben können wir uns merken. Und dann noch so ein bisschen die Typologie dazu. Und darum verbreitet sich das auch extrem stark. Ich glaube, über 50 Millionen Menschen haben schon so einen Test ausgefüllt. Das ist krass. Und so Bücher zu dem Modell. Ich meine so, es gibt das Buch Surrounded by Idiots von Thomas Erikson. Auf Deutsch heisst es, ich glaube, alles Idioten. Beschreibt einfach genau die 4 Farben. Können wir euch empfehlen, das Buch. Und es ist sehr zugänglich, sehr einfach, aber wie der Ivo schon gesagt hat, es beschreibt nicht Persönlichkeit. Ich glaube, jetzt, wo wir das gesagt haben, sind wir fein raus, weil ich würde sicher irgendwann sagen, ja, die Person ist so und nicht macht so und so. Ja. Aber wir haben es jetzt gesagt. Okay. So, ihr mögt uns unsere verbalen Fehler verzeihen, wenn wir sagen, jemand ist rot oder gelb oder blau oder grün. Aber gut. Wichtig. Mir ist es, also uns beiden ist es sehr wichtig. Yes. Und nichtsdestotrotz ist es ja spannend, dass wir das beide auch brauchen. Ja. In Kurs oder so. Also es hat schon auch etwas dran, wo ich oder mir hilfreich finde, weil es macht Sachen greifbar. Und man kann nachher darüber reden. Yes. Und du hast es gesagt, es gibt die 4 Farbtypen. Was sind die beiden Dimensionen? Und es gibt ja wie eine Dimension, nicht eine Dimension, eine Ausprägung in der Y-Achse. in der Vertikalen Oh ja. und eine in der Horizontalen. Yes. Ja, also und eben, wenn ihr das jetzt... Ich könnte einfach mal googlen, Disk-Modell, und nachher auf Bilder gehen und dann haben das vor euch. Oder aber, ihr geht jetzt einfach schnell aufs Video bei Spotify und seht jetzt da das Modell. Grundsätzlich gibt es auf der Y-Achse, also auf der Vertikalen, redet man von 2 verschiedenen Ausprägungen von, sagen wir, eher extrovertiert auf der einen Seite, also sagen wir oben,
So gerne Veränderungen, Aktivitäten. Ja, und laut, gerne im Mittelpunkt. Ja. Es geht quasi, ja. Und auf der anderen Seite, also unten dran, haben wir eher so die introvertierte Seite. Oder Stabilität. introvertierte. Nein. Ja, Intra, danke. Intro. Extra wäre vor, ja. Auf jeden Fall ist unten dran eher so introvertiert, also eher zurückhaltend, eher ich muss nicht im Mittelpunkt sein, etc. Und auf der X-Achse, also auf der horizontalen, haben wir beziehungsorientiert, also meine Beziehung zu anderen Personen ist mir wichtiger als auf der anderen Seite des Spektrum aufgabenorientiert. Also die Aufgabe steht im Vordergrund und die Aufgabe muss erledigt werden. Ja, so Zahlen, Daten, Fakten, Typen. Yes. Am besten schaut ihr jetzt einfach schnell das Video auf Spotify an, damit ihr das einfach schnell checkt. Ja. Okay, auf jeden Fall gibt es dann die 4 Farben und quasi die 4 Ecken von diesem Modell und jeweils die Farben lassen sich dort zuteilen. Wir haben dominant, wo rot ist, wo eher extrovertiert und aufgabenorientiert sind. Wir haben die Initiativentypen, die gelben, die eher extrovertiert und beziehungsorientiert sind. Habe ich es falsch gesagt? Ich habe einfach ganz andere Farben. Ah, ja, eben darum meine ich. Aber Ja. das wird jetzt heute noch eine Challenge. Wir haben die Stetigen, die grün sind, die sind eher introvertiert und beziehungsorientiert. Und wir haben die gewissenhaften, die blau sind, die eher introvertiert sind, aber dafür aufgabenorientiert. Ja. Können wir mit diesen Farben gehen? Es sind Farben, die der Eriksen auch braucht in seinem Buch. Okay, ich habe andere, aber Okay. brauchen wir einfach Buchstaben. Ich würde vielleicht damals noch die Farben nutzen, Okay, weil es das ist eingänglicher ist. Ist das okay? Ist gut. Wenn wir die 4 Farben mal schnell beschreiben, bevor wir dann Ja. vielleicht auf unsere eigenen Farben eingehen. Ich Weil- will dann nennen auf, ja, ist gut, auf die Verwendung und was man damit machen kann. Und so. Ja, das können wir dann schon noch Ist bringen. Aber ich hätte jetzt eigentlich gerne, dass wir die Farben so erklären und die Leute, die zulassen, währenddessen schon mal sich überlegen, was könnten wir für Farben sein und für Farbkombis. Siehst du, jetzt sage ich sie und nicht machen. Ja, und in die Kommentare schreiben. Jawohl. Schreibt in die Kommentare rein, während dem Hören, was ihr denkt, was wir für Farben sind, mit uns dann nachher sagen. Genau. Mit Also. welcher Farbe willst du anfangen? Ja, wir fangen mit dem D an, Dominant. dominant. Weil Dort, die immer zuerst kommen. ja, einfach wegen dem Disk-Modell, wegen D. Jawohl. Genau, das ist so der Verhaltenstyp, der sehr direkt bestimmend Verhaltensweise an den Tag legt. Es geht um Ergebnis, es geht um Herausforderung, es geht um Aktion, dass man ins Handeln kommt und recht straightforward ist und dementsprechend auch kommuniziert. Yes. Die können manchmal ein bisschen überfahrend sein, haben aber die tolle Eigenschaft, dass sie Sachen einfach in die Rolle bringen. Und auch schauen, dass einfach nach dem Schluss Ergebnisse da sind. Ja. So, die bringen Ideen, dann hast du vielleicht eine andere Idee und sie sagen dann, nein, deine Idee ist doof, wir machen meine Idee, let's go. Und sie ziehen es dann aber auch durch. Entscheidungsfreudig auch. Yes. Entscheidungsfreudig, du hast es gesagt, Challenges. Wir haben gerne so ein bisschen den Nervenkitzel auch. Die brauchen irgendwo durch eine Veränderung. Wenn etwas zu lang so ist, wie es ist, dann finden sie müssen jetzt Status Quo hinterfragen und sie müssen es jetzt anders und besser machen. Ja. Und wir sagen jetzt, all die Beschreibungen sind sehr plakativ und sehr schubladisierend. Ja, genau so funktioniert das Modell. Genauso funktioniert es. Und wir machen das extra. Es gibt dann im Anschluss dann noch Anti-Schubladisierungsmaßnahmen. Das ist gut. Aber zu dem kommen wir. Initiativ. Genau, das ist so der Typ, der auch sehr stark im Aussen ist, auch sehr viel Energie an den Tag legt, sehr viel Begeisterung. Und das ist aber wie so die Beziehung zum Mensch. Wichtiger als Wichtiger Ergebnis. als Ja. Ergebnis, oder? Also, das sind die sehr viel Enthusiasmus und Inspiration auch reinbringen. Viel mehr also das Kreative und das Zwischenmenschliche. Es geht um Zusammenarbeit. Genau, also das Charmante, aufeinander Die sind so, eingehen. das sind so ein bisschen die Life of the Party. Oder so in einem Projekt ist so, hey, hauptsächlich eine geile Zeit, ob wir jetzt vorankommen oder nicht, ob wir jetzt das bis dann und dann die Deadline machen. Come on, hauptsächlich wir eine gute Zeit. So ein bisschen der Typ. Ja. Reissen gern Sachen an, sind nicht die Besten im Sachen durchziehen, Ja. Sind aber auch sehr kreativ. sind sehr kreativ. Sie sind eigentlich ideal dafür, um ein neues Projekt zu launchen, zu starten. Vielleicht nicht die Besten, um es zu beenden. Und sie, also warum? Ist, weil sie Leute an Bord und begeistern können. Yes. Sie können die Leute abholen. Yes. Sie wissen, was die Leute brauchen und nehmen sie mit. Was? Ja, sind wir, nein, aber nein, das ist hervorragend. was? Jetzt sind wir voll in der Plakativen hin, oder? Ja, nein, das ist perfekt. Okay. Ich habe nur gerade schmunzeln über die Beschreibung, weil wir kommen nachher dazu. Voll. Es sind vielleicht aber auch die Leute, die vielleicht nicht das beste Zeitmanagement haben, kommen vielleicht einmal zu spät, vergessen irgendwie eine Abgabe, fangen zu spät mit einer
Masterarbeit da zum Beispiel. Ja, das ist so geil. Initiativ. Dann haben wir stetig. Für mich ist das so, wenn ich Schulungen gebe, ist das für mich so das Fundament von jedem Team. Wirklich. Die Grünen sind eher beziehungsorientiert und eher zurückhaltend und introvertiert. Sind Leute, die loyal sind, die die Aufgaben machen, nicht wegen dem Resultat, sondern weil du sie darum gebeten hast. Sind Leute, die eine gute, groundete, so ein bisschen bodenständige Stimmung im Team anbringen. Dann geht es nicht um sich selber, sondern ums Team. Und sind Leute, die, wenn du dann eine Aufgabe gibst, dann sind sie so, okay, ich will jetzt das machen wegen dir. Mhm. So Thema Traditionen und Werte, so das sind die auch erhalten haben. Oder wenn die Tradition ist, dass man am Freitagabend noch ein Bier gut trinkt und eine gute Zeit hat miteinander. Aber der Geile hat es angerissen, nicht der Grüne. Genau. Die Tradition ist entstanden aufgrund von einem Geilen. Genau, aber er genießt das sehr. Jawohl. Sie genießt das sehr und tut dann schauen, dass man die Zeit miteinander kann verbringen kann und Yes. so unterstützend, loyal und also die Stabilität. Die Grünen sind aber nicht die Besten, wenn es um Veränderung geht. Eben, Stabilität. Sind nicht die Besten, wenn es darum geht, irgendwie eine Challenge zu machen. Weil eine Challenge bedeutet immer, oh, es gibt einen Verlierer und einen Gewinner oder eine Verliererin und Gewinnerin. Sie sind auch nicht die Besten, wenn es darum geht, irgendwie Kritik anzunehmen. Weil das bedeutet ja auch, dass du nicht zufrieden mit mir bist. Und ich als Grüner ich will dir ja gefallen. Ist mir wichtig. Wieso? Nur so. Okay, ja. Du hast jetzt den Moment, den ich vorher hatte, by the way. Okay. Ja, die Grünen sind so einfach das Fundament von den Teams, das Fundament auch von einer Familie, von einer Freundesgruppe. Die sind wichtig, dass einfach gute Stimmung da ist. Dann haben wir noch die Gewissenhaften, die Blauen, wo... Ja, sie gibt mal. Ja, das sind so die Zahlen, Daten, Fakten. Sie arbeiten sehr genau, sie halten Prozesse, Normen werden eingehalten, sie sind sehr vorausschauend, haben eine systematische Vorgehensweise, prüfen die Sachen sehr genau, sehr wissbegierig auch, handeln diplomatisch. Sind die Ersten, wo, wenn beim UNO irgendeine Regel aufkommt, die niemand kennt, sind das die Ersten, die das Reglement da haben, oder bei Monopoly. Ja, Da kommen jetzt mit dem Reglement die und sind überhaupt so, die Regeln lesen. Genau. Ja, das machen nicht alle. Nein. Wir zwei nicht. Ja, nein. Die Blauen sind auch nicht so gut mit Veränderung. So, die sind froh, wenn es gibt Regeln und die Regeln gibt es einzuhalten und wir haben es schon immer so gemacht. Und wenn es eine Veränderung gibt, dann, weil sie eine neue Variante herausgefunden haben, wie es vielleicht besser geht und das ist dann auch die richtige Variante in ihrem Kopf. Oftmals haben sie auch recht, weil sie sind sehr analytisch und irgendwie sie sind sehr prozessorientiert. Aber ja, sie tun sich dann auch nicht so gut. Sie verlieren sich manchmal auch ein bisschen im Detail. So ein bisschen Micromanagement oder so ein bisschen zu fest. Einfach im Detail, dass vielleicht nachher dann die Aufgabe auch nicht fertig wird. Sie sind zwar sehr aufgabenorientiert und eher zurückhaltend im Vergleich zu den roten, dominanten, aber eben, sie verlieren sich dann manchmal ein bisschen im Detail. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen einen Überblick gegeben. Finde ich noch geil. Und vielleicht können wir dann wie auch noch so ein bisschen Situationen geben, wie verhaltet sich so eine Farbe in so einer Situation? Das will ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich Okay. würde Vielleicht habe ich jetzt zum Beispiel das Monopoly-Spiel noch geil gefunden, weil ich kann mir die 4 Typen auch gut vorstellen beim Monopoly-Spiel. Ja, aber es ist eine harte Vereinfachung wieder. Und darum, Absolut. ich will eher auf Nachher können wir dann unterschiedliche schon noch- Situationen gehen. Okay, also komm mal. Also wie meinst du auf unterschiedliche Situationen? Ja, wo man es kann brauchen. Weißt du, wo es kann hilfreich sein. Da kommen wir dann schon. Aber so, ich glaube, es ist wichtig, dass wir zuerst mal das Bild haben von den 4 Farben. Okay. Mit alltagsnähen Situationen. Okay. Weil wenn man, also zum Beispiel ein Monopoly-Spiel. Du hast den Gäli, der das überhaupt anreißt. Der sagt, hey, wir machen jetzt einen Spielabend, wir treffen uns bei mir, let's go, wir bringen irgendwie noch Getränke und du bringst das und dann vergisst er fast, dass der Spielabend ist. Der Grüne oder der Blaue schreibt ihm vorher noch und sagt, hey, was muss ich da und da mitnehmen? Und dann ist er so, stimmt, heute ist ja Spielabend. Das ist der Gäli. Dann hast du den Blaue, der 5 Minuten zu früh dort ist, wo irgendwie schaut, also der Gewissenhafte, der schaut, dass er irgendwie genau das auch mitgenommen hat, wo man gesagt hat, er müsse mitnehmen. Er bringt vielleicht das Monopoly mit und hat auch alle Figürchen und alle Häuschen sind noch drin. Dass es komplett ist. Schaut, dass es komplett ist, gut sortiert. Du hast den Grüne, der Kannst du schnell mit Buchstaben sagen? der Stetige, Ja. der pünktlich ist, der auch das mitgenommen hat, weil man es von ihm verlangt hat.
Schau, dass vielleicht gewisse Snacks und alles haben dabei ist, dass sich die Leute wohlfühlen. Yes. Bier. Ist zum Beispiel nicht die Person, die dann ans AUX-Kabel geht oder an die Sonos-Boxen Musik machen, weil man will ja nicht den Druck auf sich nehmen, dass vielleicht die Musik jemandem nicht gefallen kann. Der Rote kommt entweder zu früh oder zu spät, aber er sagt sicher nicht Entschuldigung oder irgendetwas, sondern er ist einfach da. Der Dominante. Er ist einfach da. Er ist da. Er geht dann Musik machen, weil er sagt so, wenn der Gary noch keine Musik gemacht hat, geht er Musik machen, weil er findet, hey, da hat es keine Musik, macht mal Musik. Und er ist dann der im Spiel, während einem Monopoly-Spiel, einfach unbedingt will gewinnen. Ja. Auch massiv Schulden bei dir eintreibt und das ein bisschen geniesst. Ja. Er ist nicht da, dass man es gut miteinander. Er ist da zum Gewinnen. Er ist da zum Gewinnen. Und Musik macht er, um sich selber motivieren, dass er in die Gewinnerstimmung kommt. Herrlich. Okay. Jetzt haben wir recht schubladisiert. Sind wir bereit für eine Antischubladisierungsmaßnahme? Haben wir los, ja. Okay. Was bei diesem Modell nicht beachtet wird und wo oft als Kritik kommt, ist, dass der Kontext nicht mit einbezogen wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, wir beschreiben nicht Persönlichkeit. In der Folge mit dem Gianni haben wir über Persönlichkeit geredet, die quasi wie universell sind und sie sind auch beständig. Also wir bleiben so grundsätzlich in verschiedenen Lebenssituationen. Das ist bei diesem Modell, in diesem Disk-Modell nicht so. Der Kontext wird nicht beachtet. Und was dann passieren kann, ist, beim Arbeiten zeige ein rotes Verhalten, also Dominanzverhalten, weil ich das vielleicht auch gelernt habe beim Arbeiten. Und bin aber privat sehr viel mehr gel, also initiativ und grün. Und, was auch wichtig ist, es ist immer eine Kombination. Wir sind nie einfach eine Farbe. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Schlussendlich ist es immer eine Kombination. Wir sind nicht so simple Kreaturen, dass wir einfach sagen können, die Person ist gel oder die Person ist rot oder was auch immer. Voll. Und das hängt ja auch schon stark mit dem Test zusammen. Also das heisst, wenn ich etwas auswähle, eins von diesen 4, es gibt immer so 4 Aussagen, das heisst, wenn ich eine Aussage nehme, wähle ich alle anderen ab. Oder? Also nur schon aufgrund von der Testkonstruktion kann es nicht funktionieren. Also, oder da gibt es ja schon Verzerrungen. Und was ich noch hilfreich finde, ist erstens genau das, manchmal ist man ganz unterschiedlich, je nach Rolle und Situation, wo man drin ist. Und das andere ist, es kann hilfreich sein, so ein bisschen zu wissen, wo ist mein Heimathafen. Oder so dort brauche ich wenig Energie. Ich kann zum Beispiel mega dominant sein, aber es kostet mich viel Energie. Aber ich kann das Verhalten genau gleich an den Tag legen. Was mich vielleicht viel weniger Energie kostet, ist so das Stetige, ein bisschen mehr für mich. Aber ich kann unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen. Oder? Und Verhalten ist ja auch lernbar. Aber ich finde es spannend, so den Heimathafen und wo brauche ich wie viel Energie, dass ich es zeigen kann. Und ich merke bei mir, so, dass mir der Heimathafen, der ist da, er verschiebt sich ganz leicht je nach Kontext. Ob ich jetzt mit meiner Fußballmannschaft bin, ob ich beim Arbeiten bin, ob ich in meiner privaten Beziehung bin, der ist da, aber verschiebt sich dann leicht vielleicht zu der einen oder zu der anderen Farbe. Und schlussendlich eben, es ist immer eine Kombination. Und jetzt die Frage, Ivo, bevor wir nachher dort gehen, von, hey, wo ist es nützlich? Weil es gibt sehr viele Situationen, wo es nützlich ist. Extrem. Was hast du für Farben? Nein, so, wo ist deine Heimathafen? Was sag du mir? Was ich glaube, bei dir? Ja. Aber in Buchstaben bitte. Okay. In welchem Kontext? Sagen wir mal im Podcast. Im Podcast? Nehme ich dich wahr als eine Kombination von Gel und Grün? Ich habe andere Farben. Sorry. Initiativ und stetig. Aha. Und es gibt dann aber wie Situationen, wo du dominant und gewissenhaft bist. Wenn es zum Beispiel darum geht, bei der Website irgendetwas zu verändern, sehr gewissenhaft, sehr blau. Dann bist du dann sehr analytisch und dann gehst du dann rein. Aber so, wenn wir einfach jetzt da reden, oder machen wir es so, der Unterschied zwischen uns zwei. Ich habe das Gefühl, du hast mehr blaue Tendenzen bei der Aufnahme, das heisst gewissenhafte Tendenzen bei der Aufnahme, als ich. Ich bin so ein bisschen da, Ja. good times. Solange ich mit dir eine gute Stimmung habe, ist okay. Weil ich habe das Gefühl, in der Aufnahme bin ich mehr gel, also initiativ, als jetzt du.
In anderen Bereichen, wenn wir zum Beispiel zusammen in einen Lift gehen mit fremden Leuten, hast du sehr viel mehr Initiative gegeben wie dir. Ja, das stimmt. Aber ja. Und das finde ich eben krass, weil ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn wir nur das Podcast-Bild nehmen, gibt es ein anderes Bild, als wenn ich jetzt dich beschreibe, wie du an einen Vortrag gehst. Ja. Oder einen Workshop gibst. Ja. Oder eben mit Friends. Und das finde ich mega spannend. Und darum finde ich, es verzerrt das Bild manchmal so ein bisschen. Aber genau das Bewusstsein für unterschiedliche Kontexte sind die Leute manchmal anders. Und wenn ich jetzt mit dir nur zusammen arbeiten würde, ist mir eigentlich scheissegal, wie bist du privat, bös gesagt. Ja. Es würde mich einfach wundern, wie bist du beim Arbeiten? Bist du eher jemand, der so Zahlen, Daten, Fakten braucht? Bist du jemand, wo ich muss auch so ein bisschen schauen, hey, das Veränderung, wie bringe ich das gut an, dass du dabei bist? Oder bin ich jemand, wo muss schauen, hey, brauchst du ein bisschen Action, brauchst du Herausforderungen, brauchst du so, oder? Dann fokussiere ich mich mehr auf das. Aber ich finde jetzt nur schon, in dem Moment, wo ich dich gefragt habe, ja, im Podcast habe ich gemerkt, es gibt so ein ungenaues Bild von mir ab, weil es nur auf den Podcast bezogen ist. Ja, und man ist dann auch immer irgendwie am schauen, so, ja, aber kann man das irgendwie mit dem verknüpfen oder nicht? Oder? Aber ja. Wo würdest du meinen Heimathafen sehen? Oder meine 2 Heimathafen, wenn du mich gesamtheitlich würdest nehmen? Initiativ und dominant. Yes. Das würde ich sagen. Ich habe wirklich, wenn ich so Tests mache, ist bei mir immer die 2 Farben, einfach fast nur die ausprägt. Ja. Und dann aber meistens geil, also Initiative ein bisschen mehr. Ja. Was aber nicht heisst, dass es in verschiedenen Kontexten nicht kann anders sein. Eben, wie du gesagt hast vorhin, es braucht vielleicht einfach mehr Energie. Ja. Aber ich kann sehr stetig sein. Ja. Und sehr gewissenhaft. Ja. Doch, mega. Ja, ist so. Und jetzt finde ich eben spannend, dass man, bevor man in unterschiedlichen Situationen wo man es brauchen kann, was ich eben spannend finde, ist, wenn man so ein bisschen das Gefühl bekommt von, wenn ich jetzt in einem Team bin oder in einer Zusammenarbeitssituation, egal was, sei das ein Fußballteam, Team beim Arbeiten, was auch immer, zu überlegen, weil wir ja sehr variabel können sein, welche Ausprägung wäre jetzt hilfreich für die Zusammenarbeit? Weil ich, wie du gesagt hast, zum Beispiel im Podcast bin ich eher der Gewissenhafte. Ich bin mir der, der schaut, ob die Kameras laufen oder nicht, oder? Also ich nehme dich dort manchmal ein bisschen hops. Ja, sicher. So aber bewusst. tendenziell, Sorry. alles gut, Okay. tendenziell oder, nehme ich die Rolle jetzt stärker ein, als Das ich sie eigentlich bin. Ja. Und du nimmst manchmal auch die Initiative, begeisterungsfähige Rolle auch mehr ein, als du so bist. Zum Ja, Teil. stimmt. Ja. Oder? Weil wir uns dann probieren, das zu ergänzen. Genau. Also, wir machen das vielleicht jetzt ein bisschen unbewusst, aber genau so finde ich, kann man es eben Das ist gut jetzt noch brauchen. spannend. Also, welche, wenn ich merke, in meiner Gruppe sind jetzt alle so dominant, kann es vielleicht hilfreich sein, um zu schauen, hey, wie bringen wir da ein bisschen Beziehung an? Oder wenn ich merke, da ist so viel Begeisterung rum und alle haben super Ideen, aber wir bringen nichts auf den Boden. Wie bringe ich an? Was braucht es, dass wir einen Prozess haben, wo wir Sachen auf den Boden bringen? Weißt du, wo finde ich, sieht man das so gut? Wo? In Führungsschulungen. Das Spannende ist, und ich meine, du wirst das tagtäglich sehen, wenn du in diesen Führungsschulungen drin bist. Aber du hast nachher den Raum voller Führungspersonen, wo wahrscheinlich, wäre jetzt mein Guess, in ihrem Arbeitskontext mehr rot, also mehr dominante Züge zeigen, wo sie klar sagen, wodurch sie gehen klarer irgendwie richtig gehen, sie sind vielleicht irgendwie auch direktiver. Sobald all die zusammen in eine Klasse kommen, verteilt sich es wieder. Und du hast vielleicht ein paar, die rot dominant sind, und ein paar werden nachher dann stetig, gewissenhaft, initiativ, weil es die Situation fordert. Weil du kannst nicht, also wie willst du produktiv sein, wenn alle dominant sind? Geht nicht. Wenn jeder will sagen, was durchläuft, es geht einfach nicht auf. Und ich glaube, wir passen uns dann dort auch an. Die Frage ist, wie viel Energie braucht es? Also, wenn wir, ich finde es zum Beispiel auch spannend unter diesem Kontext, ins Recruiting zu gehen von einem Team. Oder? Also, wenn du ein Team hast mit super viel grünen, stetigen, quasi die Basis von jedem Team, wie ich es vorher gesagt habe, in meinen Augen. Jetzt da nochmal etwas Grünes, Stetiges reinzuholen, bringt da wahrscheinlich nicht so viel. Wahrscheinlich brauchst du jemanden in diesem Team, der einmal eine Richtung vorgibt. Und der das von natürlich auch macht. Oder einmal eine Idee, etwas Initiativ, Neues. ja, genau. Genau. Und das meine ich. Und weil wir ja, das ist meine Überzeugung, ja eigentlich alle Farben in uns rein haben,
finde ich das eigentlich eine gute Überlegung, zum wirklich für sich mal zu fragen, was braucht es jetzt in dieser Runde? Sagt das für eine coole Stimmung, sagt das für Ergebnisorientierung, whatever, was der Anlass ist, wenn das jetzt einfach ein Saufabend ist, ja, oder ein Monopoly, whatever, aber wenn es jetzt in einem Team ist, wo wir Ergebnis müssen, liefern, finde ich es extrem hilfreich, zum überlegen, welche Farbe oder welche Verhaltenstendenzen sollte ich oder kann ich zeigen für einen bestmöglichen Erfolg. Finde ich eben noch eine gute Frage. Also das wäre der erste Kontext, wo wie man es nutzen könnte. Ja, Hast du so überleiten, oder? Ja, voll. Hast du geplant gewesen, gell? Ja. Okay. Aber das ist wirklich, also ich habe das auch aufgeschrieben, vor allem so Thema Selbstreflexion. Ich finde, das Modell eignet sich wirklich generell einfach mal, um sich selber zu reflektieren und zu schauen, hey, was habe ich für Tendenzen? Und sollen wir da jetzt vielleicht schnell... Nein, wir machen nochmal einen Cliffhanger. Ich meine, ihr könnt euch jetzt vielleicht denken, was für Farben sind. Wir geben euch am Schluss von der Folge dann einen Link oder eine Möglichkeit, wie ihr einen Test machen könnt, wo ihr das vielleicht nochmal bestätigen könnt. Alright. Also ich habe das Gefühl, es ist sehr wirkungsvoll in der Selbstreflexion, weil alle 4 Farben haben ihre Kommunikationstendenzen. Ein roter, dominanter, wird sehr direktiv, sehr direkt mir etwas sagen, wenn ihm etwas nicht passt. Wenn ich jetzt, sagen wir, grün, stetig bin und mit dem nicht so gut umgehen kann, dann lohnt es sich, um dort vielleicht mal zu reflektieren und zu sagen, okay, wie kann ich das besser annehmen? Vielleicht ist es eben einfach seine oder ihre Kommunikationsart, ich muss das vielleicht nicht so persönlich nehmen. Und dort die Selbstreflexion auf verschiedenen Ebenen, eben zum Beispiel zu schauen, hey, was braucht es in der Gruppe gerade, aber auch was braucht es im 1:1 in der Kommunikation zum Beispiel, finde ich, kann enorm wirkungsvoll sein, hilfreich und einem auch ein bisschen das Ganze vereinfachen, weil es ein sehr einfaches Modell ist. Mega. Und was ich eben spannend finde, gerade letzte in einem Führungsseminar die Diskussion gehabt, wo jemand gefragt hat, ja, wenn ich mich dann anpasse als Führungsperson auf die Präferenzen von meinen Mitarbeitenden, wie ich mit ihnen kommuniziere, bin ich dann überhaupt noch authentisch? Gute Frage. Habe ich letztes Jahr auch gefragt in einer Schulung. Habe ich eine sehr gute Frage gefunden. Und dann bin ich so, ja, per se möchtest du einfach, dass deine Informationen möglichst gut beim Gegenüber ankommen. Das Ziel ist ja, dass ihr euch bestmöglich versteht. Also ist meine Antwort ja, oder? Ich würde sagen, meine Antwort wäre, es kommt darauf an. Ja, Psychologenantwort. Ich glaube, es kommt insofern, also ich würde auch sagen, ja, weil das Gegenstück davon wäre ja, ich kommuniziere nur so, wie ich das mache, weil ich bin dann möglichst authentisch. Super. Jetzt bin ich, sagen wir, geil, initiativ und blabberle und habe keine Daten, Zahlen, Fakten, was eigentlich mein Team braucht. Niemand weiss, in welche Richtung das wir gehen. Ich habe zwar super Visionen als geile Initiative, ich habe ein super Bild von wo das wir hingehen und ich kann das sehr bildlerisch und motivierend irgendwie erzählen, aber niemand weiss, wo wir hingehen und was wir eigentlich machen und was eigentlich für die ausgibt. Jetzt bin ich zwar super authentisch, aber das Team kommt nirgends an. Das wäre das Gegenstück. Ja. Und darum, wenn du schaust, oder das können wir dann vielleicht auch sagen, ist ein Spektrum, wo ich passe mich allen immer an, zu ich passe mich gar nicht mehr an und ich bin 100% ich selber. Irgendwo muss es dort dazwischen sein. Und es muss sich, glaube für die Person, die das für sich anwendet, passend sein. Ab dem Punkt, wo es für dich nicht mehr authentisch wirkt, weil du dich so fest anpasst, dass es für dich nicht mehr authentisch wirkt, dort ist die Grenze. Good point. Sehe ich. Good point, ja. Weil schlussendlich ist es ein Spektrum. Ja, und auch über wie du dich fühlst dabei. Ja. Wenn es wie ein Theater wirkt auf dich oder wenn sich das Theater anfühlt, dann ist es probably nicht mehr authentisch. Voll. Und ich glaube dort, also ich tue zum Beispiel auch wenn ich in Coachings, wenn ich Coaches habe, tue ich meinen Kommunikationsstil recht stark dieser Person anpassen, weil es fällt mir sehr viel einfacher, um dort nachher auch Vertrauen zu gewinnen, auf ihre Ebene von der Kommunikation zu kommen. Wenn ich jemanden habe, der, sagen wir, eher blau, gewissenhaft ist, dann muss ich irgendwo eine Studie rausholen, wieso das jetzt so ist, wieso das hilft. Weil die Person hätte gerne eine Studie mit Zahlen und am besten noch Signifikanz und Korrelationen etc. Wenn ich hingegen mit einer geilen, also initiativen Person rede,
dann muss ich viel eher von einer Vision reden, ich muss bildnerische Sprache brauchen, ich muss sagen, wie toll sich das Leben wird verändern, wenn man das und das wird anwenden. Wenn ich dort eine Studie bringe, die Person wie einschlafen und gehen. Ja, interessiert mich nicht. Ja, das ist zu technisch. Ja, voll. Und dort die Kommunikation anzupassen, und da wären wir vielleicht im nächsten Kontext. Verkauf. Yes. Ich meine, dort, ich glaube, das Modell braucht am meisten so Vertriebler. Ehrlich, ich glaube, das ist im Fall im Vertrieb, die im Vertrieb arbeiten. Ich habe kommentiert das, ich habe schon viele Vertriebler gesehen oder Leute im Außendienst, die das Modell gebraucht haben und mit diesen Farben denken. Aufgrund von... Also ich habe letztens gerade eine Schule gemacht bei uns beim Mediamarkt, bei unseren Verkäufer und Verkäuferinnen, Ja, mit. wo wir das angeschaut haben. Ja. Weil es ist, also, oder als Beispiel, wenn ich probiere, jemandem ein Handy zu verkaufen und wir nehmen jetzt, ich nehme nochmal Gel und Blau, also gewissenhaft und initiativ, danke, weil die zwei sind ja wie so eine Art Gegensatz, Ja. oder? Auf diesen zwei Skalen, auf diesen zwei Linien. Also jemand, der initiativ ist, eher extrovertiert und beziehungsorientiert, und jemand, der gewissenhaft ist, ist eher aufgabenorientiert und introvertiert. Okay. Wenn ich jetzt denen will ein Handy verkaufen will, muss ich so anders vorgehen. Eine blaue Person wird reinkommen, die Person wird schon wissen, was für ein Handy das sie will. Sie hat sich vorher informiert, sie hat wahrscheinlich etwa 10 Telefonstoßen gesucht. Sie weiß, wie viel Gigabyte, wie viel Megapixel, wie viel RAM das Telefon hat. Sie hat eigentlich schon ein Handy ausgesucht. Das Einzige, was die Person jetzt braucht, ist eine Bestätigung von dir, dass es die richtige Wahl ist. Ja. Vielleicht noch mehr Insights, Insights zu technischen Sachen, Ja. die sie vielleicht noch nicht weiss, die sie aber noch bestätigt. Genau. Und dort musst du in der Sprache von Megapixel reden, von Gigabyte, von wie viel Zoll das Handy hat, wie lange das der Akku geht. Einfach alles so Sachen. Wenn du so Sachen benutzt mit einer gelben Person, die Person wird einschlafen. Was du dort musst machen, ist in der Sprache erzählen, wie anstatt wie viel Gigabyte, musst du sagen, hey, du kannst so und so viele Fotos drauf speichern. All deine Ferienfotos. All deine Ferienfotos, Erinnerungen. Und weißt, die Kamera ist so gut, besser als alle anderen, und du wirst die stochenscharfsten Fotos haben, wo du all deine Erinnerungen kannst behalten. Oh, by the way, hast du gewusst, dass mit AirDrop all die Fotos mit deinen Friends auch noch teilen kannst? Crazy. Und der Akku ist so gut, du kannst stundenlang telefonieren mit deinen Friends. Und du kannst in den Ausgang gehen und du hast sogar noch Akku, wenn du heimkommst. Oder? Und ich glaube, dort ist es so wichtig, dass wir versuchen, unsere Sprache anzupassen. Und ich meine, da reden wir jetzt von klassischem Verkauf, von einem Verkauf von einem Handy. Ja. Aber dasselbe geht, wenn du irgendein Projekt pitchst bei der Arbeit. Oder wenn du, sagen wir, irgendeine Ferien pitchst bei deinen Friends. Mhm. Oder irgendetwas, wo du probierst, jemandem schmackhaft zu machen. Ja. Wer braucht den Preis und wer braucht das, wer braucht das? Okay, decken wir so ab. Wer braucht Ereignisse und so bildliche Geschichten, was dort wird passieren, und gehst auf das. Sollen wir den Handy verkaufen und schnell die anderen zwei Farben machen? Ich glaube einfach, um das noch schnell abschließen. Ja. Beim Roten, glaube wäre mehr so, hey, das ist das Top-Modell. Das hat am meisten Gigabyte. Ja, es ist schon so auf Power ausgelegt und was man alles mit dem machen kann, was er alles mit dem kann erreichen kann und so. Dann sagst du so, hey, dann, wenn die anderen Personen keine Fotos mehr machen können, dann bist du da, weil du hast mehr Gigabyte, du hast mehr Megapixel. Und mehr Akku. Es kostet zwar ein bisschen, aber das wird sie nicht abhalten davon. Die Person. Nein, das ist... Weil Geld ist nur eine Zahl, solange mein Status erhöht wird. Ja. Sehr plakativ. Und bei der grünen Person... Dort ist so, hey, ich glaube, du brauchst noch Garantie. Einfach, weißt, das falls das Handy kaputt geht. Hey, und es ist egal welches, aber wir machen dir... Du hast jetzt ein altes Handy. Ich schaue dafür, dass das ganze Backup auf dein neue Handy geht. Also es wird sich nichts verändern. Du hast alles vom alten Handy auf dem neuen Handy. Wir machen automatische Backups. Und du hast all deine Kontakte drin, da musst du keine Angst haben. Wir haben hier noch eine Versicherung für nur 9 Franken im Monat, dass falls das Handy kaputt geht, sofort ersetzt wird. Also, und es hat 2-Faktor-Authentifizierung, also die Sicherheit ist auch gegeben. Oh, das wäre beim Blauen auch, beim Gewissenhaft wäre das auch noch wichtig. Ja. Und da könntest du auch noch so sagen, so, hey, und wenn du dein Handy mal so verlieren, da hättest du noch ein iCloud-Update für so und so viele Franken im Monat, weil das tut jeden Tag deine Daten synchronisieren.
dass wenn du dein Handy verlieren dass du einfach ein neues kannst holen, bekommst von uns ein Ersatzhandy und du kannst dann alles dort aufladen. Ja, und der Kundendienst ist kostenlos und 24 Stunden erreichbar. Ja, und wir tun uns gerne um sie kümmern. Ja. Sie sind kein Aufwand für uns. Nein. Sie tun uns nicht stören. Nein. Okay, jetzt haben wir, Das ist jetzt super haben wir plakativ. hart schubladisiert. Ja. Yes. Grundsätzlich, ich glaube, das haben wir vorhin schon mal gesagt, es gibt Kombinationen. Wir sind nie einfach nur eine Farbe. Und das wird jetzt sehr alles plakativ von, okay, das ist gelb, Was ich grün, jetzt- blau. Gemerkt habe, ist aber so, wenn ich... Fühlst du dich angesprochen bei Wenn- gewissen Aussagen? Ja, hure. Ich bin, wenn ich etwas kaufe, gerade so technische Sachen, ich weiß ganz genau, was ich will. Willst du schnell erzählen, was du für eine Handy-Switch-Story gehabt hast? Ist das gerade nach dem Studium gewesen? Ja. Dort hat dich auch einer gecatcht. Oder du dich selber? Ja. Dort bin ich eben mega blau. Also nein, mega so das Gewissenhaft. gewissenhaft. Ja, ja. Weil ich bin in den Laden und ich habe genau gewusst, weil ich habe immer iPhones gehabt, immer. Und dann habe ich ein neues Handy gesehen, Samsung Galaxy S24. Das ist irgendwie so neu mit KI-Features, alles drum. Und da habe ich gesagt, ja fuck, eigentlich will ich das. Ich will die fucking KI auf meinem Handy. Und da hat das Blaue gesiegt über das Grüne. Weil der Grüne war so, gewesen, ich habe immer iPhones gehabt, ich hätte gerne Ja, wieder iPhones. Genau, ich habe das Neue wählen und ich habe mir auch genau gewusst, was es braucht und so. Und dann ist eben der Punkt gewesen, warum er mich abgeholt hat, warum ich den Switch gemacht habe, ist, weil der Verkäufer gesagt hat, Sicherheit, Achtung, ich habe dort Sicherheit gebraucht. Mit dieser Versicherung für 9,90 Franken im Monat haben Sie die Möglichkeit, jederzeit das Handy wieder zu wechseln. Ich so, okay, das heisst, ich kann jetzt ausprobieren. Und dort hat man deine grüne Seite hat man dort noch schnell besänftigt und Sicher. gesagt, hey, du kannst jederzeit wieder zurückwechseln für 9,90 Franken im Monat. Genau. Und das war auch so. Gewesen. Ja. Ich habe die Sicherheit gebraucht, um zu sagen, hey, ich kann jetzt ausprobieren, das Handy ausprobieren. Und nach 3-4 Monaten ist mir auf den Sack gegangen und ich bin wieder zurück auf iPhone gewechselt. Ja. Und habe aber eigentlich dann einfach die 40 Franken gezahlt. Das ist schon geil. Die 10 Schon ein geiler Stutz pro Monat. Ein super Deal gewesen. Aber das habe ich gebraucht. Ja. Ich habe das gebraucht. Ja, sehe ich. Voll. Hey, ja. Also, jetzt haben wir sehr schubladisiert, aber ich glaube, es ist auch, man muss ein bisschen schubladisieren, um die Typen so ein bisschen zu sehen. Und vielleicht, ich meine, wenn ich die Farben höre und die Beschreibungen, mir kommen immer gerade Personen in den Sinn. Ja. Und Ich merke mir es auch so. ja, fix. Also ich habe so ein paar Persönlichkeiten, die einfach so ultra in die Richtung gehen, wo ich dann so bin, okay, gut, das ist die und die. Und jetzt ist ganz wichtig, dass man sich dort einfach selber challenged und merkt, okay, wir sind nicht so simpel, dass wir einfach uns beschreiben mit einer Farbe. Ja. Dass wir uns dort ein bisschen challengen und nicht einfach so uns einfach machen und sagen, die Person ist gelb oder die Person ist grün. Ich tue nämlich in meinen Schulungen, habe ich noch so Slides, vielleicht etwa so 15, 16, von Personen aus so TV-Serien und Filmen. Und frage dann amix, oder wir gehen all die Farben durch, Mhm. und dann fragen sie amix, jetzt machen wir ein Quiz, oder? Und dann gehen wir die Personen durch und schauen, was für Farben das sie haben. Ah, Und dann ist zum Beispiel so, Hermine Granger von Harry Potter ist. keine Ahnung. So, Aber du kannst Film ja mit- 1. Harry Potter Okay. habe ich nicht geschaut und nicht Also. gelesen. Sie ist Stabilität, aber. Nein, es ist gewissenhaft. Eben Stabilität. Eins von den stabilen. Aha, ja. Eben gewissenhaft, ja. Ja, nein, ich habe gemeint, du meinst stetig, grün. Aber nein, es ist blau gewissenhaft, so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Zahlen, Daten, Fakten. Ja. In der Anfangsfilm. Dann hast du so Samwise von Herr der Ringe, Bro, du kommst mit viel. grün. Grün stetig. Keine Einfach Ahnung. so der beste Freund, der mitkommt. Und, Hat ich nicht geschaut. okay. Also was? Batman. Oh, Ist Zahlen, Daten, Fakten sicher? ja, ich würde sagen eine Kombination aus Rot und Blau. Ja. Mischung bei mir. Ja. Dann so, hast du Friends geschaut? Nein. Mann, ey. Hast Der Ding von Thomas Shelby von Peaky Blinders. habe ich nicht gesehen. Wie ich sage, ist Tiefrot. Nein, schon auch Dominant. blau. Schon auch blau. dominant. Schon aber auch gewissenhaft. Nein, der ist sehr strategisch. Auch. Ja, schon auch, ja. Okay. Eher dort, ja, aber auch krass dominant. Hast du The Office geschaut? Ja. Okay. Wie heißt der Chef? Der Michael, nein. Der Michael. Welche Farbe? Initiativ. Ja, Ja. er ist so chaotisch. Ja. Er ist so geil. Er ist so chaotisch. Aber immer dafür gute Stimmung. Ja. Immer dafür gute Stimmung. Ja. Okay.
Yes. Vielleicht noch 2 Situationen, wo man das Disk-Modell brauchen kann. In welchem Kontext? Zum einen so in der Konfliktprävention. Ich glaube, die verschiedenen Farben haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse und dort können dann auch Konflikte entstehen. Und wenn man weiss, was die Farben brauchen, dann kann man dort vielleicht auch eher auf das eingehen und so Konflikte verhindern oder auch auflösen. Ja. Und das haben wir auch schon gesagt, so Führungsaufgaben. Ja. Also ich kommuniziere mit einem gelben ganz anders einen Auftrag als mit einem blauen. Ja, also Oder per mit einem se roten oder grünen. kannst du es überall brauchen. Du Yes. kannst es im Marketing brauchen, im Vertrieb, in der Personalauswahl, im Coaching, in der Führung, überall, eben Konfliktprävention, überall, wo du Kommunikation brauchst. Vielleicht gehen wir noch schnell auf Kritik hin, wir haben schon 1-2 Sachen gesagt. Ja. Vielleicht gehen wir dort noch schnell. Also eben zum einen ist es kaum wissenschaftlich fundiert. Nicht. Es ist Es nicht. ist wirklich, fast nicht. Also Testkonstruktivismus, wenn ich nachgeschaut ist es Verhebt es nicht. verhebt es Okay. nicht. Nein. Es ist Gefahr da für Schubladisieren, dass man einfach sagt, die Person ist grün und ist immer so. Auch bei sich selber. Und das finde ich noch ganz wichtig. Also wir haben es ja mit dem Johnny gehabt, mit Persönlichkeit, dass man sich an einer Situation anpassen kann. Es braucht vielleicht einfach mehr Energie. Aber wo ich eine grosse Gefahr sehe, ist, dass man wie sagt, ja, ich bin grün, ich kann halt nicht so gut mit Veränderung umgehen. Ja. Es ist halt einfach so. Ja. Und sich dann wie das sehr viel einfacher macht, um sich nicht müssen verändern. Und das glaube ich, oder weißt du, vor allem so rote Persönlichkeiten haben dann wie so Tendenz, nein, eigentlich alle, aber so ein roter sagt vielleicht, wenn er jemand überfahren hat und dann bekommt er das so als Feedback von, hey, ist jetzt gerade ein bisschen direkt gewesen und so, bist mal ein bisschen einfühlsam. Ja, ich bin halt so, ich bin rot. Das Weißt, triggert dich, gell? ja, ich kann Leute sagen, ich bin halt so, macht mich hässlich. Dann ein anderer Punkt ist, den haben wir lustigerweise auch schon mit dem Johnny angeschaut, so der Barnum-Effekt. So gewisse Aussagen. Barnum-Effekt ist, dass wenn Aussagen so allgemeingültig, vage, meistens positiv formuliert sind, dass man das Gefühl hat, ja, das bin ich so. Ihnen ist gute Zusammenarbeit wichtig. Ja, Aha. wem nicht? Also, ich kann jetzt niemand, was nicht wichtig ist, oder? Also die Tests sind oftmals so ein bisschen vage, nicht immer, aber zum Teil schon so ein bisschen vage Aussagen. Wenn du das jetzt schon bringst, mit dem Barnum-Effekt, hast du das Gefühl, das Disk-Modell ist so ein bisschen Horoskop für die Businesswelt? Keine Ahnung, nein. Weil, wie soll ich sagen, ich finde, der einzige Mehrwert, was es bietet, ist, dass man sich Gedanken macht, was könnte die gegenüber Person brauchen. Yes. Also man versucht zu überlegen, welche Bedürfnisse hat mein Gegenüber. Und das finde ich schon hilfreich, oder? Und darum will ich es jetzt nicht mit Horoskop und so vergleichen. Ja. Aber ich finde, das, was es auslöst, kann extrem positiv sein. Und darum haben wir ja die Folge auch gemacht, oder? Ja, absolut. Es hat auch mangelnde, wenn wir noch bei der Kritik sind, mangelnde, ich habe da eine ganze Liste. Das ist eine lange Liste. Ja. Das ist sehr blau von dir gerade. Also die mangelnde Prognosekraft. What the fuck? Mangelnde Prognosekraft. Also so die Aussagekraft Für die Zukunft. Schwierig. Ja. Aber eben, weil es auch kontextabhängig ist. Ja, eben, situativ instabil. Situativ instabil. Darum, ich glaube, jetzt haben wir es genug gerostet. Wir haben aber auch genug Vorteile für euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Den Test könnt ihr machen auf unserer Webseite. Yes. Wenn ihr auf das Chaos-Labor geht, dann könnt ihr dort Folge 34 draufklicken, den Test ausfüllen und schreibt doch in die Kommentare, was ihr sind. Yes. Macht mal ein bisschen Action bei uns im Kommentarfeld. Das schießt mir immer an, wenn man einen Kommentar hat. Schreibt mal ein bisschen mehr rein. Weil es gibt ja Tests online. Das Problem ist einfach, man muss sich dann immer irgendwie einloggen, man muss irgendwie eine E-Mail abgeben, du musst irgendwie ein Abo machen, keine Ahnung. Uns hat das angeschissen. Es gibt ein paar so Sachen, wo man so findet, wir wollen es einfach einfach und zugänglich machen. Darum, wir haben einen neuen Reiter auf unserer Website, wie der Ivo gesagt hat, unter Chaos-Labor ist jede einzelne Folge. Und manchmal hat es unter der Folge noch so Infos. Und wir haben jetzt einfach so einen Test programmiert. Und ihr könnt den Test ausfüllen, jetzt auf unserer Website. Und ihr müsst nichts angeben. Nichts. Das Einzige, was ihr angeben müsst, ist, ob ihr euch männlich oder weiblich fühlt, weil dann wird der Text angepasst auf männlich oder weiblich. Und dann habt ihr schlussendlich das Resultat mit noch so ein paar guten Key Facts, wo eure Stärken sind, wo ihr euch entwickeln könnt.
Könnt ihr machen. Kopfhaus.ch, da geht ihr auf Kopflabor. Ihr findet den Link auch in den Shownotes. Chaoslabor. Das. Genau. Und apropos Kopf, Hirnzellen, ich habe noch die letzte für dich. Oh, schön. Und zwar haben wir uns ja so ein bisschen mit Nikotin und so Sachen auseinandergenommen. Ich habe gefunden, ich bringe jetzt einfach mal wieder eine ganz boring Statistik. Und zwar, sehr blau von dir. wie viele Personen rauchen in der Schweiz Stand 2022? Rauchen oder draußen raus? Ich kann jetzt nur rauchen. Okay. Das ist Von wo hast du die Statistik? von suchtschweiz.ch. Okay. Und da steht Rauchen. Okay. Also, wirklich. Also um wie viel letztes Jahr oder in der Schweiz? In der Schweiz. Okay. Stand Also. ist 2022. Okay. Das sage ich jetzt einfach nur. 2022. für meine Okay, das ist noch blauen- wichtig. Ja, für das ist, meine noch, nein, blauen aber das ist Anteile. wichtig. Das ist wichtig. Ich sage, im 22 haben mehr Leute geraucht als heute. Okay. Das ist A 45%, B 35%, C 22%, D 24%. Du gehst runter und nachher gehst du mal schnell rauf. Was soll denn der Scheiß? Hast du dich jetzt gerade verraten? Ich habe es einfach funny gefunden. Du bist jetzt einfach runter und dann wieder rauf? Das Ich ist kann es einfach 45. eingeben. Okay. Also was 45, 35, 22, 24? Ja. 22 und 24 ist verdammt nah beieinander, Ivo. Ja. Also ich glaube, es ist einer von diesen zwei. 22 oder 24? Ich sage, du hast einfach random Zahlen genommen und dann hast du gemerkt, shit, irgendwo muss ja noch die Lösung rein und dann hast du 24 rein da. Und Ivo, ich sage, die Antwort ist 24%. Stimmt. Genau so ist es. Ich Genau habe so ist es. Psychologie studiert. Ja, Bro. du kannst Gedanken lesen. Fuck. Aber nein, clever kombiniert, weil es ist schon einen Knick dort drin gehabt. Okay, I see. Krass, 24%. Fast ein Viertel, ja. Hm. Also 23,9. Ich auch. Okay. Ich habe gedacht, das stimmt etwas nicht ganz. Ja. Aber krass, ja. Das ist crazy, ja. Und es nimmt mich dann Wunder, wie sich würde die Zahl verändern, wenn du jetzt noch Snus willst dazu nehmen. Ja, und die Vapes und so. Oh ja. Zwar gerade Vape nicht oder rauchen? Das weiß ich gar nicht. Hey ja. Vielleicht abschließende Worte, bevor wir noch begrüßen. Es gibt noch Tickets, vielleicht, wenn die Podcast-Folge online geht, gibt es vielleicht noch Tickets für unseren Vortrag. Könnt ihr mal checken unter kopfchaos.ch bei Live-Events. Könnt ihr aber auch unser Chaos-Labor abchecken. Lasst mal wieder eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und ein Abo. Wir freuen uns riesig, dass wir da alle 2 Wochen wieder reinschalten und einfach ein bisschen miteinander reden. Weil ich bin sehr geil, Ivo, und ich habe sehr Freude daran, dass wir einfach zusammen miteinander Spass haben. Also ich glaube nur schon, dass wir beide Psychologie studiert haben, zeigt ja, dass wir sehr beziehungsorientiert sind. Ja. Wirklich, tendenziell. Ja. Tendenziell. Ich habe das letzte Ja. mit 35 Lehrpersonen gemacht. Über Aha. 80% sind Geil grün gewesen. auf der Beziehungsorientierung. Ja. Macht ja Sinn. Und wenn du jetzt was bei den ITler, bei den Informatikern Ja, würdest gehen, wahrscheinlich. dann hättest du mehr Bei so blaue. technischen Berufen. Ja. Wahrscheinlich. Anyway. Tendenziell. Hey, ja, vergesst nicht, abonnieren. Ich kann uns auch auf Social Media abchecken unter Kopf_Chaos. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Wen grüßen wir? Weiß nicht. Sag so. Grüßt eine Person, wo euch als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr an eine geile Persönlichkeit denkt. Weißt Life of the Party, Initiative Personen. Ja. Life of the Party, manchmal ein bisschen vergesslich, vergessen ihre Deadlines. Grüßt die doch mal und erinnert sie an etwas, was sie vielleicht vergessen haben. Yes. Alright. Sehr cool. Hey, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Ciao zusammen. Tschüss.